Tutaj obok Alei Francuskiej, neben der, Entschuldigung, jetzt nicht diese Sprache, jetzt neben der oder in der Nähe vom französischen Allee haben wir die Ruine von einem wallonisch-niederländischen Kirche. Die Kirche ist eigentlich intakt mit Dach, aber der Rest ist ohne Dach nur versorgt. Es geht darum, dass diese Kirche hier komplett zerstört wurde, 44, 45. Und unten verbirgt sie einen Saal. Mal sehen, ganz genau. Was steht da? Katinka Platzhofstiftung, bitte den Haupteingang benutzen. Auf jeden Fall, da kann man etwas was unten machen. Und mittlerweile, das ist nur von oben versorgt, dass das nicht zur Ruine geht. Aber auch sehr schön gemacht, muss man sagen. Und dieser Platz hier überhaupt, das ist jetzt komplett neu renoviert. Die Wohnungen hier, kleine Wohnungen, so Richtung 400, 500.000 Euro, also halbe Million. Das war vor Corona noch. Schicke Anlage. Familienakademie heißt das. Und warum heißt das überhaupt wallonisch-niederländischer? Weil wenn die Protestanten wurden da verfolgt in Niederlanden, obwohl die eigentlich auch Niederlande war, dann hat der damalige Herzog oder Graf, der hat alle diese Protestanten aufgenommen. Der nördliche Teil vom Hessen ist vorwiegend protestantisch, natürlich nach dem Habsburger Frieden, quis regio deus religio, wer regiert, dessen Religion. Da hat man hier, das war der südlichste Teil vom Hessen Kassel. Das bedeutet, hier regierte ein protestantischer Fürst und da hat er diese Protestanten aufgenommen. Aber die haben lange Zeit, oder bis jetzt gibt es diese Kirche wallonisch-niederländisch. Und diese Stadt hat auch eine große Tradition, andere Menschen oder andere Kulturen aufzunehmen. Man sagt, in Hanau ist die Quote von Ausländern so ca. 90%. Ich glaube, das ist das, was ich jetzt erzähle. Graf Philipp Ludwig II. Empfängt die Schleusel der von den Emigranten erbauten Kirche 1608. Ja, also genau kurz vor dem 30-jährigen Krieg. Da sieht man den Graf Philipp Ludwig II., seine Frau, Gefolge, und das sind die Emigranten. Ja. Schick, 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 muss man sagen. Man kann sich hier mit jemandem treffen und so weiter. Also ich bin begeistert von dem Schiffbau da oben. Da muss man noch mal versuchen, drinnen zu gehen. Aber auf jeden Fall, hier habe ich jetzt was gefunden. Das, was mich interessierte. Wallonisch-niederländische Kirche. Die Hanauer Neustadt wurde 1597 durch Vertrag, Kapitulation von Graf Philipp Ludwig II. Von Hanau-Münzenberg mit calvinistischen Glaubensflüchtlingen aus dem spanisch-katholischen besetzten Niederlanden und dem heutigen Belgien gegründet. Die Exilanten errichteten auf dem Kirchplan 1600 bis 1608 eine einzige Doppelkirche, Baumeister René Milieu. Also auf jeden Fall, ich habe das auch so verstanden, das waren die Leute, die aus den von Spanien besetzten Niederlanden abhauen mussten. Und das ist ein Denkmal für Graf Philipp Ludwig II. Von Hanau-Münzenberg.
Äh, so, der war schon ein bisschen pädagogisch, Akademie hat er abgeschlossen, Universität Heidelberg. Also war schon, sagt man so, ein Mann, der ein bisschen Ahnung hatte, hat auch viel gereist, wie hier steht. Da haben wir nochmal den Philipp Ludwig II., Graf von Hanau-Münzenberg, 1576 bis 1612, also nicht so lange gelebt, aber trotzdem in der Geschichte von Hanau eingetragen. Perfekt. Und wie gesagt, das war diese Neustadt hier. Dann gibt es noch eine Altstadt. Das war's bis jetzt, okay? No, jeszcze raz od tyłu. Also, Entschuldigung, wieder nicht diese Sprache. Nochmal vom Hintern die Kirche. Die ist rund, muss man sehen. Also ich gucke mir noch diese Bilder vor der Zerstörung. Sehr interessant. 425 Jahre der wallonisch-niederländischen Kirche. Also man sieht, dass es alles rund ist. Orgel, die Kanzel in der Mitte, vielleicht von weiteren. Und genauso hier. Typisch für evangelische Kirchen, viel Sitzplatz und Balkon ist auch sehr groß. Französische Allee. Ja. Und das, was ich noch sagen möchte, nach Steinheim, wo ich da wohne, 4 Kilometer, Seligenstadt, wo ich einmal war, 13 Kilometer, Innenstadt, 100 Meter und alles dabei. Ja? Jetzt laufe ich hier über eine Nürnberger Straße. Das ist die Straße, die geht weg von dem Marktplatz. Und was ich da zeigen wollte, sind viele Geschäfte hier. Und dieses große Gebäude, was da hinten steht, das ist ein Parkplatz. Oder Parkhaus. Ne? Und da möchte ich ein bisschen ansprechen, diese Sache mit den Parkplätzen, zum Beispiel in Tarnowitz, Tarnowskie Góry, meine Heimatstadt, dass den Leuten, wie ich auch schließlich sage, ein bisschen gańba było, żeby im gańba było. Da sind Minimum 500 Parkplätze. Das ist sogar 10 Stücke oder 11 Stücke hoch. Ja, 11 pięter można tam zaparkować. Und das ist wirklich etwas. Kostet nicht so viel. Und da sollten Sie sich der Bürgermeister von Tarnowitz oder dieses Kreisverwaltung oder Landrat oder wie heißen die da alle überlegen. Nicht da. Ich weiß, Verschuldung ist da, aber trotzdem man muss nach vorne gucken. Die Stadt zählt 105.000 Einwohner und hat zum Beispiel 20.000 Parkplätze, Stellplätze. To tak po polsku, żeby powiedzieć, na 105 tysięcy mieszkańców, tutaj to miasto ma 20 tysięcy miejsc parkingowych. Tego w Tarnowskiej Góry nigdy nie szafną. No i teraz od czasu do czasu będę przełazić, also jetzt gehe ich ab und zu an den Gestalten von Märchen. Es gibt diese Märchen, die von Gebrüder Grimm gesammelt wurden. Und das war einer davon. Und es gibt so eine rote, man kann sich das alles anschauen und so. Auch hier Gold, meistens für türkischen Menschen, aber egal. Oh, und jetzt was Neues hier. So, Hanau ist bunt. Ich glaube, da sind verschiedene Fahnen oder keine Ahnung, was das ist, aber mindestens
seit kurzer Zeit und angenehm. Und jetzt spaziere ich weiter bis zum nächsten Station, sagt man so. Wer weiß, was das ist? Das ist ein Märchen mit einem Tisch und auf Deutsch sagt man so, Tischlein, deck dich, po polsku stoliczku nakryj się. Natürlich, wir haben auch interessante Sachen hier. Auch wieder ein Juwelärladen. Auch Barbier. Ja, da gibt es genug Ärzte. Da gehe ich zum Beispiel zur Therapie. Und das ist die Langstraße zwischen dem Marktplatz und Freiheitsplatz. Jetzt gehe ich Richtung Freiheitsplatz. Es gibt ja auch polnischen Laden, Delikatesse aus Polen. Es gibt noch mehrere, aber der ist auch gut. Dieses große Gebäude beinhaltet mehrere Ärzte, darunter auch einen polnischen. Den Namen sage ich nicht. Er ist auch beliebt unter den Polen, Russen, Türken und so weiter. Und jetzt versuche ich hier ein bisschen zu zeigen. Unser kleines Stolz von Hanau. Das ist auch so ein kleines, jetzt kleines, nur 300, 400 Plätze, so ein Parkhaus. Da. Auch sehr beliebt, groß, räumig. Das ist Hanau. Hanau war mal eine Festung, steht hier in den, sagen wir, in den Zeiten, wo die Schweden in Polen waren. Kann man hier gucken, gibt es Bastionen und so weiter. Also das war die Festung, Schloss, und das alles ist umgeben von einem Fluss. Da steht Fluss, Kinzig Fluss. Und das Wasser hat man von diesem Fluss genommen und er mündet da in Main. Das ist sehr interessant, wie geschrieben, Main-Fluss. Und das war die Stadt, die Neustadt. Die Altstadt war ein bisschen andersrum. Und da haben wir ein bisschen von weiter Hanau. Da hinten ist Steinheimer Schloss, wo ich ungefähr diese Richtung wohne oder ein bisschen noch seitlicher. Ich glaube, da wohne ich in Klein Auheim, also ein Dorf neben dem Steinheim. Okay, jetzt bin ich auf dem Freiheitsplatz von Hanau. Das ist der zweitgrößte Platz, sehr wichtig. Hier seit ein paar Jahren ist so Hanau Forum, sehr schöne Galerie. Da hat man hier auch Fontäne. Man kann einen guten Kaffee kaufen. Ist auch Busstation, also der Verkehrsknoten von Hanau hier. Angenehm, da hinten sind noch zwei Kirchen. Eine evangelische, die wurde umgestaltet zum Treffpunkt. Ist ein Restaurant auch. Und das Gebäude hier natürlich ist ganz wichtig in Deutschland, Finanzgebäude von Hanau. Ohne sie kann man nicht ruhig schlafen, weil wenn sie was schicken, dann natürlich hat man schon 200 Blutdruck. O, tu mamy komendę. Hanau też bardzo ważna, bo bez nich to się nie da po prostu żyć. O, to już teraz po polsku powiedziałem. Auf jeden Fall, ich habe etwas auf Polnisch gesagt, dass ich nicht zu viel hier diese Polizei nicht ärgere, aber kritisiere, weil die Jungs sind, keine Ahnung. So, auf jeden Fall, hier ist Gedenkstätte ehemalige Ghetto-Mauer. Es gab mal eine Mauer hier.
also Ghetto. Und wenn man vorbeikommt, es waren hier ziemlich viele Juden. Begrenzung ab 1604 entstand Judengas. Ja, auf jeden Fall. Die Juden waren hier sehr wichtig und die Stadt war sehr lange Zeit bekannt von Goldkultur. Und da sind auch verschiedene Namen von denen. Zum Beispiel Adler, Adler. Ja. Und das ist die ganze Wand so. So, am Freiheitsplatz, da gehe ich dann diese Rappengasse rein. Aber hier nochmal Freiheitsplatz mit Forum Hanau. Da hinten das Rathaus. Das ist das Gebäude von den Ärzten in Hanau. Da begrüße ich meinen Hausarzt. Und so läuft das, ja. Firat Unvar war einer von den Opfern von den 19. Februar 2022. Es gibt hier ein Attentat. Da würde ich auch vorbeikommen, aber finde ich das sehr interessant hier. Soll man sie nicht vergessen. Evangelische Kirche, sehr interessant, alt. Da muss man genau schauen, aber das war noch so, dass im Dach hat man einen Speicher gehabt. Tak powiem po polsku Speicher, to jest spichlerz. Da haben sie Getreide gespeichert. Also das war nicht nur eine Kirche oder Turm, das war auch Speicher. Und hier eine sehr interessante Kneipe, kann man immer vorbeikommen. Gut essen und ohne gut trinken auf Hessisch. Ja, und jetzt laufe ich die Gasse entlang Richtung alter Marktplatz. Das heißt mittlerweile Altmarkt. Und das Wahrzeichen von Hanau ist dieses Gebäude hier jetzt. Wow, ein altes Rathaus. Mittlerweile heißt Deutsches Goldschmiedhaus. Schicke Sachen. Aha. Wirklich Deutsches Goldschmiedhaus, Hanau, Altstädter Markt. Okay, so heißt das jetzt offiziell. Geöffnet. Wunderbar. Genauso den Brunnen. Da steht hier 1404. Kann sein. Deutsches Goldschmiedhaus. Perfekt. Und das ist diese evangelische Kirche, die da ein bisschen laizisiert wurde, sagt man so. Also die nicht mehr Kirche ist. Da steht ein Datum von dem Rathaus hier 1484. Der war mit so Lauben aus Holz, Fachwerk. Aber das könnte vielleicht dieses Gebäude sein. Und dieses Gebäude ist spätantiker. Späte Renaissance, sage ich. 1537 in 2 Jahren gebaut. Also das bedeutet, die Stadt musste sehr, sehr reich sein in diesen Zeiten. 16. Jahrhundert. Und da haben wir hier noch kleine Gassen. Ich gehe noch kurz Richtung, gibt es hier ab und zu Veranstaltungen, kurz Richtung Schloss. Und da haben wir auch noch eine Gestalt. Am Anfang wusste ich nicht, aber steht hier von dem Teufel mit 3 goldenen Haaren. O diable, co miał złote 3 włosy. Noch einmal Goldschmiederhaus.
wie der Mann in dem Haus sagte mir, das wurde im Krieg gemacht von einem Berliner errichtet, wo er halt so viel Gold hatte, keine Ahnung, kann man nur sich Gedanken machen. Sehr interessant auch Hans Sachs, der Schuhmacher, der dichtete, der Poemate schrieb. Das habe ich auch vorher nicht gewusst. Das muss man nachforschen. Wirtschaft im Hof, also ein Restaurant. Das ist altes Schloss oder irgendwelche Gebäude von dem Schloss. Hier gibt es die Stadthalle, sage Hala Miejska, Veranstaltungen und so weiter. Sehr schöne Kneipe hier auch. Und ich glaube, das muss ich noch mal kundigen. Genau, vom Essen in dieser Gegend hier. Also was hessisch ist, oder vom Hanau, das ist Appleboy, czyli Jabłczok, po-naszemu. Aber das ist schon ein bisschen besseres, was Besseres. Das sagt man nur auf Polnisch so. Und natürlich, ganz wichtig ist dieses Handkäse. Handkäse mit Musik. Hessische Tabs. Ja. Servus. Ja, ja, kein Problem. Ist schon offen? Aber sicher, ne? Da gibt es Veranstaltungen. Sehr interessant eigentlich. Sehr interessant. Rock, Band, also Musik live. Und das, was ich interessant finde, immer